Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu der Sendung «Zusammen im Zentrum», hier aus dem Futterhaus, aus dem historischen Futterhaus, hier in Bern. Und wir reden über das Haus vis-à-vis, über das Kaiserhaus, das auch historisch ist, und zwar mit einem Historiker. Es freut mich sehr, Bios Betschart, dass ihr bei uns seid, als Gast, für zu erzählen, weil ihr seid eigentlich der Mann, der die Schuld ist, dass man wieder über das Kaiserhaus redet, wo eigentlich die Wurzeln sind. Wie seid ihr darauf gekommen, ausgerechnet über das Warenhaus Kaiser ein Buch zu schreiben? Ja, merci für die Einladung. Ich bin über einen Umweg darauf gekommen, weil ich habe jetzt gearbeitet, nach meiner Pensionierung über Schweizer Kaufleute in Mexiko und bin dort darauf gekommen, dass der Neffe von dem Wilhelm Kaiser, der das Kaiserhaus gebaut hat, in Peru gelebt hat. Und dann bin ich dieser Geschichte nachgegangen, habe herausgefunden, dass Erinnerungen gibt von der Frau, das war eine Lehrerin von dem Wilhelm Kaiser, die Susanna Kaiser-Luder. Und bin dann darauf gekommen, dass ja das eine ganz enge Verbindung gibt zu dem Kaiserhaus. Ja. Und ich habe auch gestaunt, dass es nichts gibt über das Kaiserhaus, wo ein bisschen in die Tiefe geht oder mehr Informationen ja, was bringt. ja wirklich erstaunlich ist, weil das Kaiserhaus ist ja das Warenhaus von unseren Eltern und Grosseltern. Oder? Also bei Bern ist da einkaufen. Das war eine erste Adresse. Ja, und viele von der älteren Generation die haben Erinnerungen an das Kaiserhaus. Wir haben mit Rudi Krebs ein kleines Interview gemacht, wo über das berichtet hat. Der Lift wird immer erwähnt, der riesige Weihnachtsbaum und so weiter. So. Ja. Ja. Noch zurück zu dem Wilhelm Kaiser, der da eben nach dem Peru ist ausgewandert. Habt ihr an einem Ort herausfinden, warum es ausgerechnet Peru war? Weil viele sind ja in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, sind ja nach